Guten Morgen. Das ist wirklich ein sehr schöner Morgen. Besonders wenn wir kicken, wo Gott uns sehen, das ist so reglich. Von das Morgens mit den schönen Regen, was wir danach kriegen. Ich konnte es morgens nicht halten, ich stand auch ein bisschen verflüchtigt ab und ich was rührt, das ist auch so maglich. Wir haben oft gekühlt. Ich muss Gott was loben und preisen für den schönen Regen, den wir gekriegt haben. Gott ist so gut zu uns. Er hilft uns zu allen Tiden. Er wird klar, und was uns fehlen wird. Wir leben ein Mal, dass es ein bisschen lot, was dreht, das Gras verdreht ein bisschen. Aber Gott weiß klar, wo wir stehen und was uns fehlen wird. Dann haben wir sein, wo er uns sehen wird. Wir loben Gott und preisen ihn, dass wir sehen in das Leid. Von das Morgens will ich reden von Lehren von Gott sein Wort. Wozu habe ich Gott sein Wort? Mir freut das, dass, wenn ich hier eine Stunde, dass ich wirklich reden von mir. Weil von mir würde ich sehr viel lernen. Das ist aber gut, dass wir Gott sein Wort brauchen können lernen. Weil Gott sein Wort ist lebendig, ist mächtig und kann dort tun, wozu heute checken wird. Und wenn wir denken und wenn wir Gott sein Wort lesen, wozu lesen wir dort? Bloß, dass wir können sagen, wir haben die Bibel gelesen. Oder da wir jedes Mal, wenn wir das aufmerken, den anchecken, sagen, was wollte ich hier von dir lernen, von was ich lesen will. Von alles, was da geschrieben ist, kann ich von lernen. In Römer 15, Kapitel 4 sagt, was immer vorher geschrieben wird, wie geschrieben, dass wir dort lernen sollen. Sagt, was immer, alles, die ganze Schrift. Einzelne steht in der Schrift, besonders von einem Alten Testament angehend, dass man durch die Bibel lesen, dass wir dann einmal wie Handbarer angefangen. Dann kommt aber was steht, wo das reden, dass von wer durch wem geboren ist, dann ist eine lange Rede, bloß von fremden Nomen und so wieder. Dann ist einmal denken, also, will ich das alle lesen? Aber das sagt, was immer vorhergeschrieben wird, wir für uns zu lernen. Ich glaube, Zeit nehmen und sagen, was will Gott mir hier lernen, was ich von dir lesen will. So dass es scheint, dass wir Gott sein Wort haben. Und er will uns lernen. Das kann uns lernen, zu weiten, wo wir stehen mit ihm. Und das kann Menschen auch zur Erratung bringen. Menschen können gerat werden dadurch. Wir sind das so fertig, wenn Menschen das sagt, dass Menschen kommen durch den Glauben gerat werden. Und den Glauben kommt von Gott sein Wort hören. So, was immer vorhergeschrieben ist. Ich hier mal von einem Afkot, der hat gesagt, dass er lebt an Gott. Da will ich genug Evidenz, dass ein Gott wir, dass Jesus Christus wieder auf die Welt gekommen, gestorben wir für unsere Sünden. Ich glaube das gleich. Und das schreibt von diesem Afkot, er hat noch keinmal verspielt im Gesatzhüts von er was angenommen hat, wenn er übernehmen hat für somebody zu feiern, er hat noch keinmal verspielt hat. Sondern hat er in Christ gesagt, ich will mit dir einmal annehmen zu Wort. Weil du noch keinmal verspielt hast, ich will mit dir annehmen, du sollst einmal segnen, sollst du die Schrift segnen, ob es wirklich ein Gott gibt oder nicht. Dann sollst du mir wiesen, aus der Schrift, dass du das was kann finden, dass das nicht ein Gott gibt. Dann hat er über gedacht und hat er gedacht, weil er noch keinmal verspielt hat, er will sich das übernehmen. Er sagt, ja, ich will das dort nehmen. Und so er fängt an zu studieren. Und je länger er studieren, das fängt er ab mehr stehen, dass da ist wirklich ein Gott. Und was er erschaffen ist, alles, das muss in Gott sein. So zu Gott lass mal das hörst und sagt, er bin ein Christ geworden dadurch. Mit Gott sein Wort studieren. Und so hier hat er verspielt. Er hat ihn das bewiesen, proven, dass er würde ihm das bewiesen können, aus der Schrift, dass er nicht wirklich ein Gott gibt. Und das Mal hat er verspielt. Hat er was hörst und er wird zum Glauben gekommen. Dass wir mit Gott sein Wort studieren. Also das ist gut, Gott sein Wort zu haben. Und wenn Sie denken, dass wir haben alle Bedürfnisse, wir sind wo in uns leben, wo uns dort an Gott fehlen wird. Und wir haben alle eine Geschichte, jeder eine hat eine Geschichte. Und der Schrift ist voll von Geschichten, von verschiedenen Geschichten von Gott seine Menschen, was er vorhergebracht hat. Und wir, wenn wir denken an jeder einer von uns, wir haben dort eine Geschichte. Wenn wir drei in uns leben, wir haben alle eine Geschichte, was wir können vertellen. Und was wir durchgehen, Gott ist immer mit uns. Das ist ein guter Ding. Gott wird kriegt an jedem einen Arm. Er wird kriegt, was wir durchgehen und was jedem einen dort fehlen wird. Also Gott ist gleich unbekannt mit unserem Weg.
denke insgesamt, wenn wir mal sollen, wenn wir einen Brief geschrieben von jedem einen von uns, was wird von uns geschrieben stehen? Wollen Menschen auch lernen können von uns? Ich will von der, besonders von einem jungen Mann reden, was wir die Schrift haben, wo wir von den lesen können. Und das ist ein junger Mann, vielleicht von 17 Jahren alt, sagt die Schrift. Das ist von Josef seine Geschichte. Josef ging durch ein Leben und sehr schweres Leben sozusagen. Und er ging durch verschiedene Dinge in seinem Leben. Aber wir können von ihm lernen. In 1. Mose 37, ich will nicht durch die ganze Geschichte gehen, weil da sind viele Kapitel, die von dieser Geschichte geschrieben werden. So ich will bis ein Dinge, was ich rausnehmen und dann sein, was wir können lernen von den Dingen, was ich lesen will. Das sagt in 1. Mose 37, Vers 2, sagt, hier ist die Geschichte von Jakob seine Familie. Und das ist hauptsächlich von Josef, wo ich von reden will. Sagt, als Josef 17 Jahre alt war, da hat er mit seinen Brüdern taub dort Freiheiten. Also ich habe hier und hier einen Hort. Hat er mit seinen Brüdern taub schaffen, hat er Freiheiten. Und also als er mit seinen Brüdern taub war, sie waren ihm gesagt, Gott der Ling, und wir wollen sein, warum nicht. Das sagt, Jakob hat eine Familie von 12 Jungs, in wenigstens einem Jahr wurde von geschrieben. Lothar hieß dazu, der hat vielleicht noch mehr Sastren gehabt, aber besonders eine Saster hat er, wurde von geschrieben. So 12 Jungs und eine Saster. Und das sagt hier in der 3. Kapitel, oder 3. Versen, 37. Kapitel, Jakob gleich Josef Dalla aus irgendwas ein von seinen Kindern. Hier wird es allgemeinen Trouble geben, wenn die Familie so dort ist, dass der Vater ein Dollar gelegen hat aus den Nächsten. Hier sagt er, dass Jakob gleich Josef Dollar aus all seinen anderen Kindern. Weil Josef klein war, aus Jakob alle geworden war, und Jakob mögt Josef einen schmacken Rock. So er wird viel Zeit genommen hat mit Josef, das ist das hier und da. Er mögt einen schmacken Rock. Aber eins steht das von der Schrift, das wird von vielen Kleeren, von verschiedenen Kleeren, so ein Rock mögt Jakob Josef. Und hier fängt es an. Das sagt Jakob gleich Josef Dollar aus seinen anderen Kindern. Weil der Vater mögt Josef einen schmacken Rock. Das wird der Anfang, das könnte sein. Er hat noch viel Zeit für Josef. Dann sagt er in Vers 4, aus seinen Brüdern sagen, dass der Vater am Bett gelegt, aus an, stiert an dort. Und das ist ganz verständlich, dass einer würde gestiert sein mit so, was der Herr steht. Und sagt er, und sie können nicht mehr freundlich sein, freundlich zu ihm reden. Der Verhältnis finde ich mal sehr gut, weil sie können nicht mehr sehr gut leiden, weil Papa noch mehr Zeit für Josef was verehrt, so das bohrt er. Und dann sagt er noch, Josef wird ein Träumer. Gott redet zu Josef durch Träume. Also erstlich sagt er, dass Jakob der gleich Josef Dollar, und dann sagt er, dass er hat einen schmacken Rock gemerkt. Und danach redet er von Josef, das wird ein Träumer, er hat viel Träume. Sagt er, aus seinen Brüdern sagen, dass der Vater am Bett gelegt, ohne hier wieder geht. Sagt Josef wie ein Träumer, Gott redet zu ihm durch Träume. Sagt, nun nimmt sich dort zu Raum, dass Josef einen Traum hat und dass er seine Brüder den verteilt. Also hier hat er sich davon gefreut, hat einen Traum gehabt, und es ist einer, der mir steht, weil, wenn er einen Traum gehabt hat, dann weicht er ab zum Mars, dann sagt er, oh, ich habe einen Traum für die Nacht, und dann will ich den Traum verteilen. Und Josef hat hier einen Traum gehabt. Und er will seine Brüder den verteilen. Und das wir sein Traum, das sagt, hörst mal in meinen Traum, sagt er zu seinen Brüdern. Er sagt, wir brauchten alle Gaben taub auf der Fleck, und Jerot so mit einmal reicht meine Gabe sich steil an. Meine Gabe, der reicht sich steil an, sagt er. Und jene kommen Ramdei und schneiden sich für meine Gaben. Oh, wow, hier haben sie einen Trouble mit diesem Traum, sagt seine Brüder Seden. Meinst du, dass du über uns regieren wirst? Meinst du, wirst du Macht über uns haben? Das früh uns anfühlt, das bohrt ernst. Und was läufst du? Du wirst regieren über uns?
Aber hier hat Gott durch diesen Traum prophezeieren, was da passieren würde in der Zukunft. Und hier hatten die Brüder einen Trouble mit, dass er das träumt. Er sagt nicht mal, das würde passieren. Er sagt, was ist das wie mein Traum? Sie können gesagt haben, na ja, das ist ein Traum. Die wussten das vielleicht wünschen, aber das ist ein Traum. Aber sie waren doch wohl mit ihr gelebt haben, dass er das meint zu sein, dass das würde passieren vielleicht. Und das war das end. Und sie waren immer hasselig über arm, durch diese Traum auch. Aber dann sagt er, Josef hat noch einen Traum. Und vertelt seine Brüder den. Und er sagt, horch mal, ich habe noch weiter geträumt. Demol schneiden sich die Sonne und der Mond in Aufstehens für mich. Das wird der zweite Traum. Hier hat er noch einen Traum, das erste bloß, dass seine Brüder, die würden sich knien für arm. Aber hier sagt er noch, hier wird die Sonne und der Mond, die würden sich stieren. Die würden sich knien für arm. Und Jakob auch viel Leib hat für Josef, aber das war das arm auch sogar, dass die Leib nicht. Und sagt er, was meinst du zu sagen, dass sogar deine Mutter und dein Vater wollen sich knien für dich? Und dann sagt er noch, Vers 11, und seine Brüder wären am aufjänstig. Warum wären seine Brüder am aufjänstig? Ich glaube, das wird vielleicht, wenn Jakob so viel Leib hat für Josef und dass er am Schmacken Rock merken deit und er so viel Zeit nehmen deit für Josef. Sie werden am aufjänstig. Dann sagt Lothar sagt das über, wenn sein Vater auch ein bisschen verstalt wird, aber das ist sein Traum, dass er leben, dass sogar seine Mutter und sein Vater würden sich knien verarmen, würden sich beten verarmen, sagt er über, sein Vater behält das alle. Der hält das alle in sein Hort. Hol auf den Denk holen, was er geträumt hat. Hat doch wohl gefällt haben. Vielleicht würde eins in der Zukunft sein, was Gott würde tun durch seinen Sohn Josef. Aber seine Brüder, die können ihn nicht leiden. Sie können ihn sehr schlecht leiden. Das sperrt sich so, hitzig so, die können immer schlechter leiden. Das kommt dadurch, dass sie sogar planen, am Tod zu merken. Die wollen am Tod merken. Ich glaube, wenn ein Mensch bedeutet, dass der wirkliche Sonnhaft wie am Tod zu merken, da würde ein Mensch wie man sehr schlecht leiden können, glaube ich. Und einen Tag schreckt sein Vater an, nur seine Brüder gehen checken, was sie dort abgestorben. Wir haben vielleicht auch statt abgestorben gewesen, wie der Jakob nicht schädigt, was die Jungs deuten. Und er schreckt, Josef, soll man gehen checken, was mit seinen Brüdern stehen deuten. Und er jinkt dahin, und das hat sich so geworden, vielleicht auch von weit auf gesehen haben, da kam Josef angegeben. Und kurz fangen sie an zu planen, was sie wollen tun mit denen. Und 19. Vers sagt, und sie sehen einer zum anderen, hier kommt uns dreimal. Sie nannten nicht mal, hier kommt uns Bruder Josef, sie sagen, hier kommt uns dreimal. Haben sie ein bisschen fragt, aber dann sehen sie, was sie wollen tun mit denen. Sehen sie, weil wir am Tod schlagen. Und ein von den Sisters Schnellschmieden, tüß sei wie dort ein wilde Tier abgefreten hat. Dann sagt er, da wollen wir sein, was von dessen sein Traum worden wird. Da muss sein, weil er vertreten. Ich dachte, dass ich das lesen das hier ein bisschen durchgehen das, dass sie Meere wären und wo schlecht sie Josef können leiden und alles. Ich war auch ab mit einer neugierten Familie, wie wir 7 Brüder, ich hatte 6 Brüder und wie die Tiden waren wir uns auch uneinig, wir jagten uns nach Mal, aber keinmal, dass wir uns so schlecht leiden, dass wir sogar denken, dass dessen Jahren weil dort killen. Aber wir fangen uns an zu leben und wir können taub leben in Frieden und auch wie wir wirklich sehen mit dem Futter, was wir hatten, als Futter lebe ich, der wir auch nicht in Unterschied mit einem von den Brüdern, von meinen Brüdern, der ein Dollar gleich, der ist den anderen. Wir waren alle gelebt, rein, so wie das ich weiß. Und dann kann er ein bisschen sein, wenn er das hier Geschichte kicken hat, worum die Jungs so ein Haus hatten für seinen Bruder, das zu verstehen. Besonders wenn er denkt, dass an dessen Rock, was Jakob merken hat für Josef, zu der Zeit, dann können sie nicht bis nach Walmart fahren, gehen, kaufen und schmecken und sehen sich den Öten sein. Das Rock war ich Josef, ich kaufe mir in den Jeven, der war sehr viel regnen. Das hat er dann gemerkt. Dann mit verschiedenen Kleidern, ich glaube, da viel Zeit gebraucht haben, den Rock merken.
So vielleicht sind sie jedem Mal, was sie wollen, seine Futter gegangen. Das ist meine Übersetzung, ich weiß nicht, das ist die überdenken da. Sind sie vielleicht gegangen und sagen so, oh Papa, ich hoffe, da war er an den Rock, was er für Josef merken will. Das haben wir Zeit nehmen für Josef. Ja, ich weiß nicht, weil jetzt ist das merke mir deutlich. So, das ist kein Wunder, warum sie Josef nicht leichen den mehr. Also hier, das ihr lesen seid, hier wird geplant, als Josef da angegangen, kein nicht ernt. Als Josef angegangen, kein Plan soll, was sie wollen tun mit ihm, sie wollen dort merken. Dann sagt er über sein älterer Bruder, Ruben, der hat eine andere Einstellung über ihn. Der hier dort, dass sie ihn wollen dort merken, er probiert am Mann zu kommen, dass sie nicht wollen, das tun zu ihm. Sagt in Vers 1, finde ich, über aus Ruben, den Plan hier, probiert Josef sein Leben zu raten. Und sagt, weil wir ihm aber nicht dort merken. Ruben will ihm so das Leben raten und ihm drei nur ihren Futter bringen. Das was sein Plan wir. Sein Verlangen wir dachten, sie wollen ihn nicht dort merken. Sie wollen drei sein Futter bringen. Aber dann sagt er, dass seine Bruder ist durchgekommen. Vers 23, als Josef nur seine Brüder kam, nahmen sie an seinen Rock auf und dann sagt er, den besonders schmacken Rock, den er braucht. Also das wäre schmacken Rock, den hat er nicht bloß am Schmack gelassen und hängt den Füß ab, er braucht diesen schmacken Rock. Sie nahmen den Ofen. Dann sagt er, sie nehmen einen schmeiten Arm und einen Sister. Der Sister wird dreig, du wirst kein guter werden. Das sagt ihr nicht, wo der Sister ja war, dass über sie nehmen Arm, kielen Arm nicht dort, aber sie nehmen Arm und schmeiten Arm, da bist du Sister nähern. Dann sagen die Brüder sich dort zum Eten. Dann sagt der Oberste Abtecken, den sagen sie eine Gruppe von Ishmaeliten ab Kamelen, der von Gilead kamen. Hier wird eine Gruppe Menschen, die dort durch die Wildnis reisen, am Verkeipen, sie wie ein Schachamana. Sie sagen auf einmal, dass hier kam diese Gruppe angegangen, die werden am Weg nach Ägypten. Dann haben sie auf einmal einen anderen Plan, fallen auf andere, was sie wollen tun mit diesem Josef. Sie wollen sich eigentlich, sie wollen ein bisschen verkeipen leben. Warum verkeipen wir den nicht bloß? Den weil dann haben sie nicht Mord begonnen, sind sie nicht schuldig und den sie Blut, sagt dort. Weil wir ein bisschen verkeipen, dann sagen wir den, der wird los. Und als diese Gruppe Menschen, ihr spürt heim, bauten sie Josef an, dass sie sich den mal keipen. Und sie waren sich einig, sie wollen sich den keipen, der verkauften Arm für 20 Silberstecker. 20 Silberstecker. Und ich denke mir, mit genug studiert, wofür von euch für gut sein, nur Dollar schnell. Und bei Reich sehe ich weiß nicht ganz reich, aber ich glaube, wird von euch für Stecker $7.20. Und es ist ganz klar, zu der Zeit $7 waren viel Geld gewesen. Aber das sagt, dass wir von euch für den Preis für des Globes früh. Wie es gesagt noch mal jung war, haben sie am mit 20 Silberstecker gegeben. Früher ist der zu der Zeit auch nicht sehr viel wert, besonders in des Globes früh, aber das wird von euch für einen Preis, was in des Globes früh geben würden. Von dort verkaufen sie Josef. Für 20 Silberstecker. Wenn wir von Jesus lesen, dann haben wir verkauft für 30 Silberstecker. Und sie wollen sich einig zu sehen, weil wir Lehes abmerken, weil wir am Verkeipen, aber dann weil wir ans Futter sein und will Tier haben abgefressen. Also das braucht Lehes Plan. Meistens, wenn ein Mensch was ordentlich begonnen hat, wenn er soll antworten, der aber dann muss ein Mensch sich erst einig werden, Plan, was will ich sein? Da muss mit Lehes das bedacht werden. Und so wie das hier auch. Und sie gingen in ein Haus mit diesem Plan im Sinn. Sie wollen Futter dort verteilen, dass Josef wird abgefressen worden von wilden Tieren. Sagt in Vers 31, und sie nahmen Josef seinen Rock und duckten den in das Blut von einer Kas, was sie geschlacht hatten. Also hier haben sie einen Plan. Das wurde ganz klar bewiesen, was da passiert wie mit ihm. Ein Blut, der Rock in ein Haus bringt, das würde sich auch ganz selten sein, was da passiert wie, nicht? Und dann sagen sie nehmen den schmacken Rock, nur ihren Futter und Säden.
wir haben das gefangen. Das wird die erste Lehre, was mit abkommt. Wir haben das gefangen. Das hat beseitigt den und sei auf, dass die sehen sie nicht aus. Ganz arschlich tun sie sich. Beseitigt den mal. Dann checkt mal selbst, als die sehen sie war nicht, dann haben wir gefangen. Und das Jakob, den war nicht ihr Funk, er sagt, das wird versagt, wie das Josef sind war nicht, und er sich fühlt ganz einig, er sagt, das wird passiert, und will das Tier hat ihm abgefressen. Und dann ging er, Babschär sich schlag. Er trürt war, Josef. Dass er sein Leben verloren hat. Und sagte, in all seine Sehens sind seine Dächter. Hier sagt er seine Dächter. So, hier sich bei uns, dann vielleicht mal, was ist bloß der eine Dächter. Sagt er, der Proben am zu treisten. Sogar der Bruder, die Proben auch noch zu treisten, das was passiert wird, der Josef. Aber er konnte keinen Trost annehmen. Am der fehlt, weil er seinen Sehen verloren hat, besonders Josef. Und wenn ich diese Geschichte durchlesen, da mit überdenken, da ich kann noch nicht finden, dass Josef sich gegen anstellen hat. Und das, was klar war, dann er nicht mal könnt, sie werden irritieren von seinen Brüdern. Sein jüngster Bruder wird tüß, weil wir nach Tieren von der Brüder wollten werden, so er würde sich gehen, könnt ihr stellen, sich wehren, ihr ernt. Und das, ich dachte, das wird noch nicht geschrieben, dass er sogar geprüft hat, sich gehen anzustellen. Aber Lothar, wenn er in mehrere Kapitels übergehen hat, nur Kapitel 42, da sagt er, sie unterhielten sich, als er so schwer durchgehen, alles durchgehen, als sie Erdenscheiben in Ägypten und alles, und Josef in der Probe stellen, und jeder abschätzlich schlecht, was sie mussten durchgehen. Dann sagt er da in Vers 1, finde ich, und sie sehen einer zum anderen, das kommt sicher ab uns, weil wir schuldig sind für unseren Bruder. Wir sagen, wir ganz ihn wir, als er uns prachert, und wir horchten nicht. Nu ist das wir ab uns gekommen. Also sie stehen da. Das haben sie gleich vergessen, was sie getan haben. Sie stehen da zu sein, das wird wir unseren Bruder deuten. Er prachert uns, er will ganz mit eng von sich selbst. Er kann sich nicht helfen und er prachert uns, dass wir am so einen Tag loten und wir horchten nicht. So tun wir es hier, nicht, dass er jeden andeit, aber er hat ihn geprachert, dass sie sollen am vielleicht loten Haus gehen. Und wenn er denkt, dass besonders so ein junger Junge von 17 Jahren alt und er hat das Haus sehr gut, und das Haus scheint, dass er nun nicht mehr in ein Haus gehen. Und so wird er verkauft. Und dann haben wir wieder übergehen, nur das 37. Kapitel, da wird er verkauft. Da wird er verkauft an der Ägypter. Das Ismaeliten, die nochmal mit, ich weiß nicht, was von einer langen Reise waren gehabt haben oder wie lange sie waren gereist haben, aber sie kamen mit Ägypten und da wird am Wasser verkauft. Sie verkauften am eine Potiphar, eine sehr gute Stadt. Ein sehr guter Wirt hat er da. Und er konnte an den sein Haus wohnen. Und er lebt mit Amtaub. Also er hat es sehr gut. Und wenn er denkt, dass all diese Dinge, die da geschrieben sind, das passiert alle, weil Gott hat einen Plan für Josef. Er will ihm da nach Ägypten haben. Und das muss er alle durchgehen. Was passiert da durch mit Josef, dass er durchkommt, wo Gott am Brücken will. Und klar hat Gott einen Plan für uns alle. Gott hat einen Plan für jedem einen. Aber jedem einen sein Plan ist und seine Geschichte ist anders, ist verschieden. Sogar in der Bibel, wir können nicht von einer Geschichte lesen, wo da überein sind. Alle Geschichten, jede Geschichten sind verschieden. Und Gott hat einen verschiedenen Plan für seine Kinder. Klar hat er einen Plan für dich und für mich. Jeremia 9, finde ich, Vers 11, sagt Gott, er hat einen Plan für seine Kinder. Ein Plan, dass er soll gut gehen, nicht schlecht gehen, dass er sollen eine gute Zeit haben. So einen Plan hat er auch für mich, und die hat keinen Plan schlechter zu tun für seine Kinder. Aber eins muss er durch verschiedene Städte bringen, dass er das durchhaben, wo er brücken kann. Und Josef, der wird viel durchgegangen. Schließlich wird er Schwestern angeschmissen von seinen Brüdern und dann verkauft, dass Gruppe Menschen, und dann Lothar war verkauft nach Pharao. Und dann ist er bei diesem Palast wie diesem Pharao, da wird er versagt. Ganz sehr schwer versagt. Er wird versagt von
von seiner Früh, von Pharao seiner Früh. Dag für Dag kam der nach. Das sagt Josef, der wird ein sehr schmacker Jung. Und diese Früh, der sagt dort. Und Josef wird angestellt, ab dessen Haft und nur alles nur die Ketten. Und in dieser Früh, die kam und versagt haben, jeden Tag. Aber er kann mit Gott seine Kraft, kann er sich wehren gegen er. Aber zu guter Letzt, als er das sagt, dass er nicht wirklich anfangen mit ihm, ein Tag, als er auch war, wir haben allein in sein Haus bin, in den Pharao sein Haus bin, der Früh wieder auch, und ich dachte, nu will sie das wahrnehmen. Sie kämen der Josef und packt am an und sie soll mit ihm taub kommen. Und er wehrt sich gegen er. Er nahm einen Rahn der Furt, aber sie kriegt den sie war nicht zu holen. Er hat den Everak an ihm hier noch, und sie kriegt den zu holen und sagt bloß, dass sie können anfangen mit ihm. Er ran bach von er, und dachte, da wo sie hat seinen Anplan, sie würde das in Trouble bringen. Sie hat sich ausgeschrien, noch help, dass Josef wieder nach Arge kommen und hat er mit Gewalt nehmen. So verklärt er ihm dann. Sagt besonders der Amon, sagt auch, das, was du hast ans Haus angebracht, das was er will tun mit mir. Und das ist ganz klar, der Mann war an der Herdalde Eva und starb am in Gefängnis. Auf einer Stelle, wo ich das lesen, das steht mit studiert, und da sagt, dass der Satz zu der Zeit, wenn so eine Klage dort nennt, dass der eins wäre, wem sie eine Früh mit Gewalt nehmen wollen, der wird schuldig an seinen Tod. Aber will Pharao das am so sagen, leichen deut, der er am besten Gefängnis hatten, nicht für sein Leben. Der starb am Gefängnis nehmen für dort, was er getan hat. Und so du wieder hier nur, wenn er lesen, der mit studieren hat, wir vielleicht mehrere Jahre, was er im Gefängnis war, und das, was er muss durchgehen. Aber Gott wird mit ihm. Er wird ganz ausschuldig im Gefängnis. Und da muss er dann aussagen, dass ich betur wird, wo er wieder raus kann. Und der Zeit ging vorbei, und einerseits hat Potiphar einen Traum. Und sie hielt von, er will seinen Traum übersagen haben, was das wird an Bord sein Traum, und keiner kann ihm den übersagen und sagen, was das für ein Traum wird. Und dann ich hatte hier von einer, was im Gefängnis topte, war es mit Josef, dass der hat seinen Traum übersagen, dass wir gleich so ausgefallen, was Josef gesagt hat. Vor allem das Brief von Josef, sagt, du hast einer im Gefängnis, der kann Träumes vertellen, was der bedienen tun. Und will sie wohl sich hier weiten, was sein Traum wird, und sagt, dann bringt er Rüd. Und dann wird das Josef. Josef kann das tun. Und er sagt, ich kann das nicht tun, weil mein Gott, der kann das. Durch mein Gott kann ich dir den Traum vertellen. Und wir weiten die Geschichte, wo das dann uitkwam, hij zei, de stroom wat je gehad hast, er waren 7 sehr rijke jaren zijn. Ze waren veel uit het land uitgereden, ze waren sehr veel aan. Maar na de 7 jaar waren het 7 sehr arme jaar gegeven, wo de mensen dat aan veel fehlen wordt. Er wordt aan alles fehlen. Ze waren keine getreid kregen, keine arm kregen en voor het sehr arm gaan. En dan vertelde Josef den, en zei, in deze jaren was du die matten, wir rijmerken, en klokken rijmerken, wat kan even zijn, dat ze zich worden alles wat de 7 jaar wat geven, dat ze dat worden kan taub brengen en taub houden en dan rijmerken voor de 7 jaar wat dat wordt zeer arm gaan. En dan en hij wist van Josef dat een zeer kloeke weer, en zei dan aber ik die ontstaan dat hou. Hij zei, die wil ik brood dat hou. Du wirst de rechte persoon zijn dat te evacueren. Als eins wäre, wo das vielleicht nicht kann, und würde nicht abrichtig und treu sein, er wird angeworden, Josef wird ein sehr treuer Knecht. So er will ihm dort übergeben. Ich weiß nicht, wie viele Jahre waren dann vorbeigegangen, von dann wird nur hier über einer kann, wenn es anwärts sind, wenigstens 14 Jahre, wo er da all weich war. Der 7 Jahre, 2 Mal und 14 nach der Zeit vorher. So ich weiß nicht, wie viele Titel war dann vorbeigegangen. Aber jedenfalls, das kam bedeutet, dass der 7 Jahre ewig kam. Und das gibt eine sehr große Armut in das Land, eine große Hungersnot gibt es da. Und die Menschen, die haben alles top gebracht, und nun kam das bedeutet, nun mussten sie von dort brücken, was sie top gesammelt haben. Und sie mussten da hinkommen nach Ägypten und sich das träghalten. Sie mussten das von Josef halten, bis Josef wird angestellt, da nur zu sein, und sie mussten sich das träghalten. Und das sagt da, die Menschen kamen von allen Wegen. In Vers 57, Kapitel 41, sagt, Menschen kamen von allen Ländern, nur Ägypten,
Getreide zu kaufen von Josef. Also von Josef mussten sie das kaufen. Da wir eine schlimme Hungersnot begonnen zu eten. Also das wird begonnen zu eten, dass die Leute Hungersnot. Und es wird passieren, dass seine Brüder, Jakob war das an, er hört, dass er an Ägypten wird eten zu kaufen, der wird Vater zu kaufen. Und dann schickt er seine Brüder, sie sollen auch nach Ägypten gehen und eten zu kaufen für ihn. Dass sie auch was haben zum Eten. Und dann kommt das da, wo sie das antworten, dass das Josef, was sie verkauft haben, ihr Bruder, der wird gleich tot. Sie haben vielleicht gedacht, dass über die Zeit mit den Jahren, dass Josef wird vielleicht gestorben, oder was mit denen passiert wird, sie wissen nicht von. Und hier waren sie nur an, dass Josef, der wieder noch, der lebt noch. Und das Josef hat sich an Sprache gelehrt und alles, und dann wird er ganz anders ausgeloten haben. Nur wenn nochmal Bilder beobachten, dat wo die ägyptische Menschen sich angetragen haben und so weiter, die haben sich ihr Haar ganz, Kopf ganz geschäft. Und das sah ganz anders aus, als am Erschloten dort. Also sie wurden im Himmel gekannt haben. Und wenn wir dann übergehen nur Kapitel 44, Vers 4, sagt er, und Josef sagt zu seinen Brüdern, kommt hier dicht bei. Und sie gingen nur an, und er sagt, ich sehe den Bruder Josef, den die nur Ägypten verkauften. Hier wollen sie sich ganz anders verführt haben. Da hat er sagen, ich bin Josef, den die verkauft haben nach Ägypten. Da wird schwarze Leben sein. Aber er hat eine gute Einstellung. Er sagt, habt nicht Angst. Und seht nicht selbst da, dass die mich hier verkauft haben. Er hat sich halt gedacht, sie würden da sein mit sich selbst und sich nicht kann vergeben. Und nun kommt der Bedeutung, dass er hier wieder sein kann. Und er sagt, hat nicht Angst, seht nicht da über ihn selbst, dass die mich hier verkauft haben. Dann sagt er, Gott schickt mich, euer aus Günd her, am Leben zu raten. Und ich habe gesagt, Gott hat Josef gemerkt für diese Zeit. Gleich für diese Zeit, jetzt, wo sie nicht mehr wären. Gott schickt Josef vorab, um das Leben zu raten. Und dann wollen wir übergehen nur das 50. Kapitel, Vers 20 sagt, die mögen einen weisen Plan gegen mich. Das ist hier ein Plan, das wird ein weiser Plan. Die mögen einen weisen Plan gegen mich, sagt er, aber Gott hat einen goldenen Plan für mich. Dass viele sollen Leben geholen, so als das von der auch ist. In der Zeit, wo sie nicht werden wären. Wenn wir dann denken, an Gott seinen Plan, einmal selber Gott seinen Plan nicht in uns Leben, was wir durchgehen, in den Tiden, die wir durchgehen, dann haben wir uns einmal fragen, ist das Gott sein Plan für mich? Einmal fragen wir uns vielleicht, warum mich? Warum hat mir das passieren? Warum ich? Aber wenn wir auch wirklich kicken und stillstehen und sagen, das ist vielleicht Gott sein Plan für mich, vielleicht habe ich was gemerkt für mich, dass ich das durchgehen muss. Was ist Gott sein Plan für die? Weil er auch, dass viele Menschen sollen geraten werden durch die, dass er will andere Menschen ein Leben raten durch die, vielleicht auch ihr Leben sogar geben. Hier wieder in dieser Hungersnot. Josef wird gemerkt worden, dass er soll nur sein, dass die Menschen würden zu eten kriegen, dass die würden im Leben bleiben. Und so ein Plan hat er verernt. Und diese Zeit, die ging mir der Zeit vorbei, diese 7 Jahre auch, die 7 arme Jahre, die Menschen, die merken das dadurch, was Josef hat gemerkt, dass das ein schöner Plan, was er gemerkt hat für die Menschen alle. Sie kamen durch diese 7 Jahre durch. Und dann habe ich gesagt, Lothar, wenn wir noch wieder gehen, Lothar, kommen Jakob mit seiner ganzen Familie nach Ägypten nach. Sag ich in Kapitel 46, Vers 6, und sie nehmen all ihr Feu und ihre Sachen, die sie in Kanaan gesammelt haben, und kamen nach Ägypten. Und so kamen Jakob und all seine Nachkommen nach Ägypten. Das war das passieren dort, wo die Israeliten nach Ägypten kamen. Und wenn wir von der Geschichte lesen, das ist eine lange Geschichte, und wo sie da rumgenommen haben mit den Israeliten, wo das kam, dass sie erst von Kanaan kamen, nach Ägypten kamen, und dann dort wir Ägypten wären, für viele Jahre.
En Gott plant het alle, dat dit zal worden, dat dit zal passeren. Maar dat blijft niet zo stil. Ze hadden een gouden aanvang. Ze kwamen naar Egypte en hadden een zeer gouden aanvang, maar dat blijft niet zo. Dingen vangen te ändern. Aber wir gehen in 2. Mose 1, Vers 5, sagt Jakob, seine Nachkommen wären 70 Menschen. Also sie wären mehr, was der Hand gekommen wären, was Jakob seine Nachkommen wären. Josef wir all in Ägypten. Aber dann sagt er in Vers 6, dann starben Josef und all seine Brüder und all die, was von seinen Tiet wären. Also das kommt am Ende, ihre Lebens kommt am Ende. Das kommt alle bei den Ende. Josef starb und all die, was mit antaugt wären zu der Tiet. Und das sagt Vers 7, 2. Mose 1, Vers 7, Israel sind Nachkommen vermehrten sich, dass einer aller Wegen mit der rechnen muss. Will sie so sehr teilnehmen leiden. Das Land wir einfach voll von an, sagt dort. Das fängt das israelitische Volk an. Das Land wird ganz voll von dir. Sie nehmen sehr tau. Ich habe eine große Schar Menschen von den Israeliten. Und das, wenn ihr mit zu bedenken, dass wo Potiphar hat einen großen Gefallen an Josef, so hat ein sehr gutes Verhältnis. Und er mögt es so, dass Josef soll sein Futter mit seiner Familie, alles, was hat, auch nach Ägypten bringen. Er sagt, hier bei Ägypten, das ist genug Raum, ich will ihnen einen Platz geben, in einer Art, wo ihr für ihn allein kann formen und kann tun, was ihr wollen. Ich will ihnen die Freiheit geben, dass ihr hier in das Land kann wohnen. Also das hat ein gutes Verhältnis, das fängt gut an. Aber das bleibt nicht dabei. Das sagt er dann, 2. Mose 1, Vers 8, dann kam da ein Nierkönig ab über Ägypten, der nichts von Josef weiß. Also das weiß nicht von Josef. Er weiß gleich das Verhältnis, was er ist, was Potiphar gehabt hat mit Josef. Also hier verändert sich das alles. Ein Nierkönig, nie Menschen wie dort. Und er sagt, dass wir die teilnehmen deuten, und er hat mit dem Bedürfnis zu ewer. Er bedeutet, was wir geben mit dir, so viele Menschen aus das wären. Er sagt in Vers 9, der sieht in Fall, kicke mal, die Israeliten vermehren sich so, dass sie uns nach übernehmen können. So, vielleicht können wir nach bitte kommen, wenn wir auf einmal im Kirchen an die Roden da mal an sie finden, wo wird wieder das nicht, auf einmal wollen ja ihre Sied nehmen, kommen jähen uns. Die würden auf einmal Überhand nehmen können und würden jeden ans gehen können. Und deswegen muss er einen Plan haben, was sie wollen tun mit das, dass die nicht sollen auf einmal Überhand nehmen. Sagt er, das kann ich, möchte die Israeliten erleben sehr schwer. Sie mögen ihn zu Sklaven. Erst werden sie frei, sie können tun, entweder einen Platz geben, sie können hier bei Ägypten wohnen, dass wir Port von dem Land, was sie können haben, und sie können tun, was sie wollen, formen, was sie wollen. Aber einmal sie dann deuten, aber nu, das nie kann ich, die mögen ihn zu Sklaven. Die mögen erleben sehr schwer. Das sagt in Vers 13, der Ägypter treiben die Israeliten zur Arbeit, dort sie die quälten. Nicht was nicht wollen die Arbeit. Einmal, wenn wir bei der Arbeit sind und uns nicht sehr schön, wie man ein bisschen schaffen, ans Schweit, dann sagen wir vielleicht einmal leicht, dass uns was die quält. Aber je in dessen, wenn wir das ein bisschen studieren, dann wird das durchgehen müssen, die werden wirklich, die quälen nicht wirklich. Also, dass die erleben besser mögen. Sie verlangen, dass sie sollen Tegeln und Zement merken, in verschiedene Arbeit auf ihre Fläche. Aber so schwer, dass sie das meist nicht zwingen können. So die proben so viel, die richtig kriegen, als sie möglich können. So sind wir hier in Israel für Jahre, für 400 Jahre, glaube ich, von ungefähr, was sie durchgelaufen werden. Euer dort ändern leid. Und hier diese Geschichte ab von ungefähr, wo Josef seinen Plan kommt am Ende, was Gott hat tun mit Josef, das kommt am Ende. Und dann wollen wir wieder lesen, dann, ich finde es doch so, dass wir mit interessant, wenn wir in 2. Mose lesen, dass wieder zum Ende kommt, dass dann switcht das immer nur eine andere Person, dann kommt das nur den Plan, was Gott hat für Moses. Nu will Gott, was wir im Reden merken, haben, dass
dass die Israeliten hier rüberbringen von der Sklaverei, wo sie angekommen wären. Also, nu wollen eine falsche Person brauchen und sich stark wiesen durch Moses. So, nu will er das aber raten an drei bringen, von wo sie gekommen wären, nach Kanaan. Das ist eine Geschichte von sich selbst, das wird eine lange Geschichte sein, wenn man davon reden will, aber ich dachte, das ist interessant, wo sie das Raum nehmen, wenn er so durch die Schrift lesen, der einer kann. Das ist eine ganz bekannte Geschichte, ich weiß, dass die Leute nicht ganz klar mit dir. Aber mir ist es ein bisschen interessant, wenn er von einer Person mit der nächsten Person checken, wo sich das changen, wo das ändern, wo Gott Menschen brauchen, dass sie seinen Plan vollbringen. Das ist, ich auch mal sagen, der sagt, was immer vorher geschrieben wird, wir für uns von zu lernen. Und was haben wir aus dieser Geschichte lernen? Man würde man checken, und ich weiß nicht, es jemand hat Zeit genommen, die Geschichte ganz gelesen sein. Was würde er aus das lernen können, aus dieser Geschichte? Weil es sagt, was immer vorher geschrieben wird, das ist für uns zu lernen. Ich glaube, Nummer 1, was wir hier können sein, ist, dass Gott kann junge Menschen brauchen für seinen Plan. Josef war noch ein junger Mann, er war 17 Jahre alt, da fängt Gott an mit Josef an. So Gott kann Menschen brauchen, wenn er noch jung sind auch. Einmal, wir hatten ein bisschen zu holen, ein bisschen abgebracht, aber vielleicht, wenn ein Mensch noch zu jung ist und sagen, so, oh, das ist noch viel zu jung, dann wird er dort down. Aber weißt du was, Bruder und Schwestern? Wenn Gott die brauchen will, und dann, wo alt du bist immer zu jung, und nicht zu alt. Hier kann es sein, in dieser Geschichte, wo Gott Josef brauchen will. Und er muss am Reiten als ein junger Mann, muss am Reiten, und er erlaubt, dass er muss durch verschiedene Städte gehen, schwere Tiden gehen, er bereit wird für den Plan, was er hat für ihn. In 1. Timotheus sagt der Paul zu Timotheus auch, er sagt, du warst heute auch so was nach Fall, er sagt, lass keinem ab dir raufkicken, dass du noch jung bist. So heißt, wenn du noch jung bist, dann lass die Menschen gleich raufkicken an die. Wenn ich die brauchen will, ich will dir die Weisheit geben. Nicht die Menschen lassen raufkicken an die. Und ich glaube, das haben wir auch brauchen für uns auch. Meist geht einer, der fällt sich einmal auch nach der Jung für dort. Aber wenn Gott die will brauchen, dann bist du gleich zu jung. Und hier, wie kann sein, wo er sagt, er soll nicht Menschen am Ticken und raufkicken am. Ich will noch einmal lesen, sagt, lot keinem ab die raufkicken, durch wen, dass du noch jung bist. Sie für die Gläubende in den Vorbild, im Wort, im Wandel, in andere Gott sein, im Geist, in Glauben, in Reinheit. Und das sage ich sogar, im Reinheit, sollen rein bleiben. So dass wir lesen, dass Josef wird versagt von Potiphar seine Frau. Aber er leidet nicht. Durch Gott seine Kraft kann er reinbleiben von das. Das Gott am Wort brauchen. Das sagt in 2. Timotheus 2, Vers 22, gute Jugend lass aus dem Weg und streben nur Gerechtigkeit. Einzige andere Übersetzung, die sollen die Jugend lass von Weg ran Weg von der Jugend lass. Ich gleich das besser, den Weg. Nicht bloß Weg gehen von dir. Wenn wir sagen, das eins, was nicht gut ist, das, was ein Mensch kann verarbeiten. Nicht bloß anderen sagt, du wieder gehen, aber anderen an den Weg ran der Weg von der Jugend lass. Ich habe hier einzelne Menschen sagen sogar, dass die jungen Menschen die machen sich ausspringen. Die sind noch jung, die sind mal einmal jung, die machen sich ausspringen. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie, wenn sie alle wollen. Dann wollen sie dann ausspringen, wenn sie nicht die Gelegenheit haben. Und weißt du was? Das ist ein Lehrjes von den Feind. Da muss ich, dass ein junger Mensch sich ausspringen. Wenn er sich von Gott beschützen, in Wachran von den Tiden, von den Gelegenheiten, die sind, haben sich verarbeiten. Wenn sie anderen in Wachran davon, die kann viel Troubles herbeihen. Und das ist, was Josef hier tut. Und er sagt, er wird sich in dieser Früh, er sagt, nach
Einmal in 1. Mose 39, Vers 9 sagt er, ich habe hier gleich so viel zu sein als Hai. Also er hat hier gleich so viel reich zu sein über dessen Hafen, all sehen, was er hat, Pharao. Er hat alle übergeben, dass er wohl anstellen dafür und er vertraut ihm. Er sagt, er hat gleich so viel zu sein als Hai. Er hat nichts von mir trägeholen, sagt er, bitte die. Bitte die hat er trägeholen von ihm. Er hat keine Freiheit für diese Früh, keine Freiheit mit der Tod zu kommen. Und dann sagt er, wo kann ich dann bloß so ein schlechtes tun, in gegen Gott sündigen? Er steht hier, er sagt, wenn ich das hier anfallen würde, nicht tun, was die was haben, was ich soll tun, ich würde gegen Gott sündigen. Er sagt, wo kann ich? Ich glaube, so eine Anstellung soll wir auch haben. Wenn du nicht gelernt wir sollen uns andrehen, weich ran sein, wo kann ich sündigen? Gegen Gott. Dann versündigen wir uns gegen Gott. Und er sagt, Amber Tag für Tag versagt. Der Friede kommt nicht bis einmal nach Abend und sagt, oh, na, was wollte ich mir nicht halten? Nächstes Mal, wenn ich schwer rankomme, dann sagt er, Tag für Tag wird er versagt. Und wenn wir nicht fallen tun in so eine Dinge, als dort die Schrift sagt, wir wollen arten, was wir sehen. Da wird eine Arten abkommen für das, was wir tun. Das sind dann, als wir jung sind oder alt sind. Wir wollen arten, was wir sehen tun. Und noch einer Slave, ich dachte, was wir können lernen von das, nicht rachteiven. Nicht rachteiven. Joseph hat in der Ferne gelernt, er haben wir angestellt, haben wir vergesagt, ein von der Fährste in Ägypten, so er hat viel Macht hier. Als seine Brüder hier später kamen, er hat gesagt, dass hier hat er gelernt, er wird sich rachteiven gegen seine Brüder, hat er gleich. Er wird nicht schlimm über dich, er verjäft ihn. Er sagt, jemand beisitzt für mich zu tun, aber Gott hat einen guten Plan für mich. So kijkt hij er nu. Voor de wie? Ik geloof, de meeste mensen, wanneer je geleerd hebben, zijn die wat naar twee horen. Een dag wat er het schreien. Ze hebben veel van mensen. Wanneer ik wanneer je geleerd hebt, die wat mij zo'n tijd, die wordt nog schreien. Een dag wat je geleerd hebt, wat je waarnemen. Hier had Jozef niet geleerd, twee te horen, wat ze aan gedaan hadden. Wat had hij gehad? Ik geloof, we kunnen leren dat als ein Sehen nicht raucheiven. Joseph hält keine Betternis. Das zu sein, die haben was bei sich geplant, aber Gott hat einen guten Plan mit mir. Und noch einmal, fragt, was ist dein Plan? Weißt wie Gott seinen Plan für uns? Er wird uns das durchzugehen. Ich glaube, Josef wurde gelernt, dass er hat die Tiden drei zu gehen in Haus, von wo er kam, wo er zu Gott hat. Aber wir lesen noch nicht, dass er hat Prof drei zu gehen. Er wird geduldig, wo Gott am Hand stellen deed, und ging das durch, was immer das dann wir. Standhaft zu bleiben, wo Gott am Hand bracht. Und dann noch eine Slave, was ich so dachte, wo wir können lernen, wie kann sein, dass Gott erst mit seinen Kindern. Er sieht ein paar Städten, sieht Josef wir nicht allein, der Herr wir mit Josef. Also er wir allein, wenn er allein wir in das frische Land, wo er kein kann in Ägypten, er muss der Sprech lernen und alles, er Wege lernen, aber er wir allein, Gott wir mit ihm. Auch Lothar sagt, dass er im Gefängnis geschmissen wird, da sieht er auch, doch der Herr wir mit Josef. Er merkt es so, dass er kann gute Zeit haben, er kann durch mehr an dem Gefängnis zu gehen, das wird Gott angesehen von der Fürste, was da angestellt wird. Das ist Gott so lenken, weil Gott wir mit Josef. Und so sagt Gott auch zu uns, er sagt auch zu uns, er wird immer bei uns sein, er wird bei uns bleiben und dann wird wir durchgehen. 5. Mose 5, 31 Vers 6, da sieht er zu seinen Kindern, was er war Trainer, dass kananitische Land ankommen, als er durchkam, als Joshua angestellt wird, dann zu gehen. Er sagt, seid stark und gut mutig. Angst geht nicht für dich, also für ihre Feind, und lasst geht nicht den Mut verscheuern. Der Herr, jün Gott, geht mit jün, der wird jün nicht im Steg lassen oder von jün weichgehen. Das wird er Luther sein, als er zurückkam. Er sagt, ich will mit jün gehen. Er wird nicht im Steg lassen.
Und auch im Neuen Testament, Hebräer 13, Vers 5, sagt Gott auch, er sagt, Gott hat gesagt, ich werde die nicht verloren, die nicht im Stich lassen. So können wir auch fast vertrauen sein und das annehmen, dass Gott ist auch mit uns. Er ist mit seinen Kindern und dann, was wir durchgehen, Gott ist mit uns, wir sind gar nicht allein. Wir brauchen gar nicht allein durch die Städte gehen, wo wir sind und was wir durchgehen. Römer 8, Vers 31 sagt dann, was soll wir hier sagen, wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann je in uns sein? Wer kann dann je in uns sein, wenn wir Gott an unserer Seite haben? Und dann, was wir durchgehen. Ich weiß nicht, wo das ist mit jedem ein. Ich weiß, was wo das mit mir steht. Aber das sind die Tiden, wo einer einmal mit dir denkt, das ist Gott gleich mehr Raum. Aber Gott hat gesagt, er wird uns keiner verloren. Also hier sind, ich kann nicht enger ausgeloten hier von dieser Geschichte, wie es das wird viel zu viel Zeit brauchen. Da haben die ganze Geschichte durchgekommen, aber ich würde jedem ein Taudo in die Hand vielleicht auch aufwerfen. Ich glaube, jeder einer ist so bekommen mit dieser Geschichte. Aber ich glaube, diese Geschichte bloß, weil es einer konnte viel von lernen, die Dinge, wo wir von durchkommen. Also ich würde uns Taudo, wenn wir uns sagen, wo wir sind, und einen Trost nehmen von Gott sein Wort. Und dann an seine Versprechung nehmen, was er verhalten hat, das wird er auch vollbringen. Dankeschön für aufmerksam sein. Wir machen beten. Himmlischer Vater, wir kommen für dich und wir danken dir für dein Wort besonders. Wir danken dir, Herr, dass wir so eine gute Beispiele haben mit dein Wort, wo wir können sein, wo die Menschen hast reingemerkt, haben den Plan vollbringen. Wir denken besonders an diese Geschichte, was wir hier von der Morris haben. Joseph seine Geschichte, er ging viel durch, als ein junger Mann fängst du an zu unterbrücken. Und er ging viel durch und er bleibt beständig und versündigt nicht, dass er in der Lasten fallen hat und verschiedene Dinge, wo er durchkommt, er hält sich an die und vertraut, dass du einen Plan hast für ihn. Sogar seine Brüder, Lothar, wir können lesen, wo seine Brüder sogar Angst haben vor ihm, aber er sagt, sie sollen nicht Angst haben. Weil Gott hat einen Plan für ihn, deswegen wir hier hingekommen. Halt uns auch Gott, halt uns an sie Wege und ihr Segen sein, wo wir stehen, dass wir nicht für ein Betternis holen, ja in eins wem, wenn er uns vielleicht was getan haben, was er nicht maglich hast, dass wir da nur kicken wollen in das Sein und Sein, das ist ein Plan, was du hast für uns. Gott, wenn du einen Plan für uns gemerkt hast, ich bete, dass du das uns das wirst wiesen und dass wir wollen wählen sein, zu gehen, wo immer du was haben, wo wir sollen hingehen, und wo du uns brücken wirst, dass wir wollen wählen sein, uns Leuten zu brücken von dir. Und wir danken dir, Herr, für alle anderen Beispiele. Die sind noch so viel mehr in dem Wort, wo wir von lernen. Ich bete, wann immer wir in den Wort ankicken, dass wir immer mit der Einstellung werden, zu sagen, was kann ich hier lernen? Was wirst du sagen zu mir? Dass ich würde wählen sein, zu lernen, was du für mich zu sagen hast. Dankeschön, Herr Himmel, für den Wort. In den Namen beten wir mit Danksagung. Amen. Süße Hoffnung des ewigen Lebens hat mir Jesus, mein Heiland, geschenkt. Ja, mein Glaubenslos ist nicht vergebens, weil die Gnade zum Ziele mich lenkt. Süße Hoffnung, bald ja bald wird von hinnen nicht gehen. Süße Hoffnung, oh mein Heiland, dann darf ich dich sehen. Süße Hoffnung in Sorgen und Nöten, Licht der Sterne in der schwersten Nacht. Denn kein Feind kann das Leben ertöten, das mir Jesus, mein Heiland, gebracht.
Süße Hoffnung, süße Hoffnung, bald ja bald wird von hinnen ich gehen. Süße Hoffnung, süße Hoffnung, oh mein Heiland, dann darf ich dich sehen. Süße Hoffnung, lass alles hinsinken, mach das Liebste auf Erden noch sein. Aus der Herrlichkeit seh ich sie winken, Gottes Erden im selben Verein. Süße Hoffnung, bald werde ich kommen, zu dem Erbe der Heiligen im Licht. Ich vertraue mit allen den Frommen, dem der Herr, was sein Wort uns verspricht. Süße Hoffnung, süße Hoffnung, bald ja bald wird von Himmel ich gehen. Süße Hoffnung, süße Hoffnung, oh mein Heiland, dann darf ich dich sehen.